Und jetzt eine kurze Geschichte aus Steig mir doch der Buckel auf. Beim Doktor. Herr Brösele, Sie sind dran. Guten Tag, Herr Brösele. Grüß Gott, Herr Dr. Sägebrecht. Was fehlt Ihnen? Was mir fehlt? Geld? Nein, ich meine, warum kommen Sie zu mir? Ich han Schmerzen. Gut. Neu, das ist et gut. Ja, ich meine ja nur, gut, dass ich das weiß. Also, welche Schmerzen haben Sie? Ich han Kopfweh. So, was trinken Sie? Ha, wenn Sie mich so fragen, na tät ich grad ein großes Apfelschorle nehmen. Nein, ich meine, was Sie so für gewöhnlich trinken. Trinken Sie manchmal mehr, als Sie vertragen. Vertrage. Ha, in der Wirtschaft lass es bringen und daheim, da lauf ich halt auch zweimal. Herr Brösele, haben Sie öfters mal einen Rausch? Früher hau ich das mal kett. Aber ich weiß nicht, wer mir der Rausch ins Bier rein da hat. Also, in Rausch han ich schon lang kein mehr kett. Da kommt mein Kopfweh it her. Und Rauchen? Haben Sie damit etwas am Hut? Hast du sehr doch, dass ihr Kappe han. Und die rauch bloß, wenn ich nachdenk. Also nicht so oft. Und manchmal, da qualmet sogar Zucker. Also, Herr Doktor, wie ist jetzt mit meinem Kopfweh? Wie ist es denn mit nächtelangen Partys, mit Frauen und so weiter? Wissen Sie, manchmal ist mir einer schon zu viel. Aber dir bin ich jetzt auch los. Komisch war bloß, dass sie jahrelang bei Föhn Probleme gehabt hat und jetzt ist sie ausgerechnet mit meinem Friseur durchbrennt. Also vielleicht würde Ihnen eine Luftveränderung auch ganz gut tun. Hanni doch jetzt. Meine Frau ist fut, jetzt gibt's keine dicke Luft mehr. Aber was mach ich jetzt bloß mit meinem Kopfweh? Herr Brösele, ich glaube, Sie drückt Ihr Heiligenschein. Also, das kann schiere sein. Ich bin ja eher scheinheilig. Der Pfarrer hat mir auch schon gefragt, warum ich nicht mehr in die Kirche komm. Wissen Sie, meine Tochter hat Harfe spielen angefangen und ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich unbedingt noch in den Himmel kommen will. Aber ich weiß. Und wissen Sie was, Herr Brösele? Steigen Sie mir mit Ihrem Kopfweh, wie würden Sie doch gleich sagen, der Buckel nauf. Haha, das ist glaub gar keine so schlechte Idee. Ha ja, ha jetztle. Seht Sie, jetzt habe ich automatisch mal Luftveränderung. Da oben ist die Luft gleich viel besser.